Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir machen heute Tabs. Das ist das, was wir schon letztes Mal gesagt haben. Da unsere Seiten in unserem Lavendel Journal ein bisschen kurz sind, haben wir gesagt, wir machen nachher so schön lange Tabs dran. Und ich möchte eigentlich ganz viel machen. Für das habe ich mir jetzt auch schon mal die Abschnitte parat gemacht. Von diesen Seiten, die wir hier rein haben, die wir oben müssen abschneiden mussten. Genau, und die habe ich jetzt eben so lang doppelt genommen, dass sie schön ein bisschen stabil sind. Und ich habe vor allem das schöne Papier genommen, die hier. Ja, das schauen wir dann noch. Jetzt schauen wir mal, wie viel das gibt, wenn wir alle die schönen Papiere mit den schönen Müsterchen oder dann die, die einfach unifarbig sind, nehmen. Und dann können wir immer noch schauen, ob es dann noch mehr braucht oder vielleicht machen wir auch noch stoffige, das wäre auch noch cool. Aber jetzt als erstes einfach mal die benutzen, die wir hier haben. Das hier kommt mal noch auf die Seite. Ich habe hier mit einem kleinen Stanzi auch noch so ein kleines Blümchen reingestanzt. Das habe ich noch ganz herzig gefunden. Was man auch noch machen könnte, ist mit so einem Randstanzi, gibt das hier noch so herzige Herzchen. Und sonst einfach die Ecken ein bisschen runden und allenfalls auf die Unigen könnte man noch irgendein kleines Stempel drauf machen. Das sehen wir dann noch. Das kommt dann alles, wie es kommt. Jetzt einfach zuerst mal zuschneiden und zusammenkleben. Also ich brauche doppelt so viel. Wenn jetzt nicht alle 100% genau gleich groß werden, ist mir das eigentlich noch so egal. Aber so etwa so. He? So, voilà, jetzt haben wir einmal alles zugeschnitten. Jetzt müssen wir alles noch schön in der Mitte falten. Und dann habe ich hier einfach den Stiftleim. Und ich glaube, ich brauche noch irgendwas zum drauf verleimen, damit ich mir meine Unterlagen wieder nicht komplett einsaue. So, jetzt mal schauen, ob ich das irgendwie schaffe, ohne da eine komplett riesige Schweinerei zu machen. Hey, jetzt ist etwas gerade mega Herziges passiert. Wir haben ja 2 Hunde, einen kleinen und einen grossen, einen Yorkshire und einen Labi. Und wir haben auch so Knöpfe, wo man etwas draufschwätzen kann. Und wenn der Hund dann dort draufdrückt, auf so einen Buzzer, dann schwätzt es das, wo man dort drauf geredet hat. Also zum Beispiel Wasser. Und wenn der Hund Durst hat und der Napf ist leer, dann kann er dort draufdrücken und dann schwätzt der Knopf Wasser. Und dann weiss ich, oh, der Napf ist leer, ich muss Wasser nachfüllen. Oder irgendwie so. Oder wenn sie spielen oder rausgehen oder spazieren oder was auch immer. Also verschiedene Sachen und ein paar Sachen kann sie richtig gut. Ja, das eine ist natürlich Guti, also etwas zu fressen haben oder ein kleines Gudeli haben, so für zwischendurch. Und das andere ist Kätschi, also eben irgendein Knochen. Wenn sie dann irgendwann so am Nachmittag ein bisschen langweilig ist und noch nicht gerade Zeit ist, zum Spazieren, dann geht sie auch mit dort drücken. Und dann meistens gibt es dann etwas. So, und der Kleine,
der kann die Knöpfe, ja, der weiss, wenn man die drückt, dann passiert irgendetwas, aber er kann noch nicht so richtig, ja, keine Ahnung. Ja, die Grosse, die hat das halt einfach von Anfang an gelernt, dass es das gibt. Mit ihr hat man auch ganz viel geübt. Und der Kleine, ja, der ist halt schon, ja, jetzt wird er gleich 13 und der kann das halt noch nicht so gut. Oder, ja, ist nicht klar, ob er das noch jemals wird lernen in seinem Leben. Ganz genau, wie das funktioniert. Aber er weiss auch, wenn die Grosse dort drücken, dann passiert immer etwas Gutes. Das heisst, wenn sie dort hergeht und drückt, dann macht es schwupp und er steht auch gerade bereit. Jetzt bin ich hier so schön am Basteln und er hat sich gedacht, also der Kleine, ja, es wäre doch jetzt mal Zeit für etwas zu knabbern oder was auch immer, ein bisschen Action, irgendwas zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig da. Und dann ist er aufgestanden und ist so ein bisschen in der Mitte der Stube gestanden und hat dort so ein bisschen angefangen, so herzige Geräusche zu machen. Nicht gerade jammern, nicht gerade bellen, sowieso nicht, aber einfach so ganz leise sich mal so ein bisschen bemerkbar machen. Und dann habe ich schon gedacht, so, oh, was will jetzt der wieder? Muss er auch raus oder was ist eigentlich los? Oh. Und nachher ist er aber zu der Grossen hergegangen, die im Nestchen gelegen ist. Ist er zu ihr und hat neben ihr die Geräusche gemacht. Also wie wenn er ihr hat rufen, hey komm, gang doch mal etwas sagen, vielleicht passiert dann etwas. Und als ich das sie hat zwar gemerkt, dass er jetzt hier so zu springen gekommen ist und das neben sich so komisch jämmerlet, aber er hat nichts dergleichen getan, bis ich dann gesagt habe, hey, was ist los? Hey, willst du etwas sagen? Und dann ist sie gerade aufgekumpelt und ist zu ihren Knöpfen gegangen und ist gegangen, Catchy drücken. Also sie hätten gerne die beiden etwas zum Knabbern. Und aus dem Grund tönt es jetzt auch so da im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut, das Geknabber. Aber so tönt es halt eben manchmal, wenn die da ihre Knöchel haben. Und dann sind beide jetzt ganz zufrieden. Und als sie dann gedrückt hat, den Knopf, oh, dann hat der Kleine gerade angefangen zu bellen und ist rumgehüpft und rumgesprungen und hat gerade auch Freude gehabt. Dann so, ja, sie hat es verstanden. Sehr herzig. Dass er mittlerweile auch zu der Grossen hergeht. Also zum Hund geht und sagen, hey, ich will etwas. So, geschafft. Also das sind wirklich ziemlich viele Tabs. Mal schauen, wie wir denn die verteilen. Aber jetzt, ja, was haben wir jetzt hier gemacht? Eben genau, bei denen mit den Müsterli würden wir die Ecken runden. Ja, oder sowas machen. Nein, da habe ich auch die Ecke gerundet und dann das gemacht. Ja, ich glaube, runden müssen wir sie sowieso überall. Also, zuerst mal alle Müsterli in die Ecke runden. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man noch sättige Müsterli machen will. Genau, und dann noch ein Blümchen rausstanzen. Ich glaube, das mache ich bei allen, weil das finde ich so herzig. Ui. So, und ich mache mit dem 4 mm. Jetzt, wo ich endlich wieder eine Stanze habe, eine Eckenrunde habe, die funktioniert, problemlos in allen Lebenslagen. Das war ein ganz liebes und aufmerksames Geschenk, das ich bekommen habe. Danke vielmals. Oh,
Ja, wenn man es natürlich nicht richtig reinhabt, dann geht auch mit dem nicht, aber ja, alles gut. So, komm, und jetzt machen wir doch einfach noch ein paar Sättige. Ui. Okay. Dann müssen wir nachher nochmal die Ecke runden. Ah nein, das ist jetzt aber blöd. He? Nein. Nein, ich glaube, dann werden sie immer kürzer. Ah, so ein paar einzelne. Oh. Komm. Uff. Ui. Das ist nicht ganz geeignetes Papier für das. Das ist so wie Löschpapier irgendwie, so ganz komisch. Ah, das franzelt total aus. Ah. So, komm, nachher haben wir es gesehen, noch ein blaues. Und nochmal ein grünes. So, nochmal ein grünes, von denen haben wir so viel. So. Gut, also das kommt weg. Und jetzt wird das Ganze geinkt. Und ich habe hier das lila irgendwas Guckers. Weil das halt so gut zum Lavendel passt. Und dann gehen wir jetzt halt einfach einmal vorne und einmal hinten schön rundum. Da, ich weiß halt nicht, wie gut dass man das auf dem Grünen sieht, dass das violett wäre. Naja, ein bisschen schon. Ich muss mich entschuldigen für das Geknusperle da von meinen Hunden, die am Knochen fressen sind. Aber das war gerade so eine herzige Situation, wie der Kleine im Grossen ist sagen, sie soll doch mal auf die Knöpfe drücken. Ja, darum musste ich etwas geben. Manchmal sage ich dann auch, ja, nachher, jetzt müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Und dann gehen sie eigentlich meistens auch ganz brav warten. Aber weil ich das jetzt gerade so herzig gefunden habe, musste ich das gerade machen. Und jetzt knuspert es halt da im Hintergrund ein bisschen. Ich hoffe wirklich, es ist nicht allzu laut. So, voilà. Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass ich hier noch die kleinen Blümchen reinstanzen. Genau. Machen wir doch das noch am einen oder anderen. Muss ja auch nicht alle machen, aber was ich muss, ist nachher dann noch mal schnell mit dem Stempelfarbe drüber reingehen.
Und dass ich da die kleinen Blümchen ein bisschen verwünsche, nehme ich mir da das Wätteli ab, mache mir da so einen Spitz. Und dann gehe ich einfach da so ein bisschen ein Blümchen rein. Zack, zack. Und das wäre es auch schon. Das wird das auch nicht besonders genau. Aber immerhin so ein bisschen. Die hier lassen wir einfach, wie sie sind. Ich habe 3 Signaturen. Und jetzt probiere ich die mal hier so ein bisschen... Ah, nein, stopp, halt. Zuerst wollte ich ja noch stempeln. Ein bisschen stempeln. Ich habe mir nämlich hier etwas rausgesucht. Wo ist es jetzt? Ich habe es vorher gesucht, dann habe ich andere Sachen versorgt und dann habe ich das auch wieder versorgt. Also so ein Quatsch. So, da habe ich ganz kleine, herzige Blümchenstempel, wo doch da so ganz schnussig drauf passen, vor allem auf die grünen und vor allem auf die hellgrünen. Nur merke ich jetzt auch, dass man nämlich auf denen nicht so gut stempeln kann. So, die anderen sind alle, haben irgendwas drauf. So, da habe ich so ein winzig kleines Acrylblöckchen, wo eigentlich so ein winzig kleines Stempel gerade so drauf sollte machen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, vielleicht so etwas. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich nehme jetzt auch gerade das. Gerade auf denen hier könnte es sein, dass es dann vielleicht nicht so gut annimmt. Weil es halt so ein poröses Blatt ist. Gut, dann sollte es ja eigentlich gut so aufsaugen. Ich probiere jetzt zuerst mal auf dem. Zack, oh ja, sehr herzig. Und jetzt probieren wir mal auf so einem. Mal, das geht schon. He? Die sind halt ein bisschen klein, sage ich jetzt mal. Ich bin ein bisschen schmäler als die anderen. Man könnte auch hier ein bisschen abputzen. Oh ja, das sieht besser aus, he? Weder wenn es hier unten wie abgeschnitten ist. Ja, ja, genau. Jetzt nehmen wir noch was anderes. Wie wäre es mit, das finde ich auch so ein wahnsinnig schnusseliges. So. Putzen wir hier unten auch mal ein bisschen ab. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Ha. Und zack. Ach, wie süß. Ja, ich glaube, ich habe auf dem Papier auch schon gestempelt und man muss schon ein bisschen aufpassen. Vor allem mit den Silikonstempel habe ich das Gefühl. So. Und dann, was haben wir noch Herziges? Was haben wir noch Schönes? Das ist noch ein Schnussiges. Oh, schön. Sehr süß. Da passt so auch drauf, gerade ganz. Oh ja. Herzig. Da ist etwas ganz Feines, also das Gras oder irgend sowas. Jö, sehr schön. Ah, da auch noch.
Machen wir auch noch so ein Gräschen drauf. Sehr schnussig. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir es wirklich diesen Weg umdrehen. Das dann natürlich auf der hinteren Seite. Dass es nicht auf dem Kopf steht, natürlich. So. Also es ein bisschen verschiedene gibt. Das wäre noch eins und das wäre noch ein gutes. Und das ist ein bisschen gross. Wie wäre es denn noch? Oh, mit einem Kleeblättchen. 4-blättriges Kleeblatt. Und komm hier noch eins. Das da. Das ist ja herzig. Ja, gut. Fangen wir gerade mit dem an. Zack. Das ist einfach ein bisschen grosses. Kommt das gut, wenn wir das hier unten abputzen? Sieht das ein bisschen doof aus? Nein, alles gut. Prima. Dann machen wir das Kleeblättchen. Schön. Jawohl, machen wir gleich nochmal so eins. Oh je. Und dann das da. Das ist irgendein so eine Löwenzahn oder etwas. Oh, schön. Sehr schön. Das ist ganz ein herziges. Machen wir das noch da. Und dann haben wir noch so ein feines, wildes. Oh ja. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen sortieren. Irgendwie 3 Häufchen machen für 3 Signaturen. Ah ja, es ist natürlich jetzt gerade in jeder Signatur hat es andere Blätter und aus jedem Blatt konnte ich 3 Tabs machen. Das heisst, ich habe 3 Tabs pro Blatt, für jede Signatur 1 Tab von jeder Farbe. So. Bin ich da zu weit oben beim Sortieren? Seht ihr gar nicht. So, gibt es 3 Beigeli. Aha, es geht gerade auf. Machen wir das so. Voilà. Und ich glaube, jetzt beim Reinkleben tue ich einfach kleben. Oh, ja, so. Gar nicht jetzt irgendwie schön von oben nach unten, sondern einfach wild durcheinander und ich schaue immer wieder, dass der Abstand einigermaßen schön ist voneinander und so. Aber ich tue gar nicht groß drauf schauen. Was ich mir noch schnell probieren auszurechnen, falls mein Hirn das heute noch zulässt. Nein. Es wird nicht gerechnet. Mein Hirn sagt nein. Dass ich so ein bisschen weiss, auf welches Blatt immer je eins kommt, damit es mehr oder weniger ausgeglichen ist. Aber nein. Lieber nicht. So, mit was fangen wir an? Zuerst vorne. Ich glaube, haben wir vorher gerade das gehabt. Und das nehmen wir doch auch.
Ich nehme den Tacky Glue, damit es besonders gut hebt und probiere es relativ schmal drauf zu kleben, damit das möglichst weit vorkommt. Und ich versuche, den Abstand jetzt bei allen möglichst einzuhalten. Ui, ja. Das ist schon mal schlecht. So. Da kleben wir noch die Seiten zusammen, ganz toll. So. Ich tue jetzt einfach mal auf jedes zweite irgendwie eins drauf. Ah, ich weiss doch auch nicht. Ich mache doch einfach etwas. Komm hin. Einfach machen. Einfach hopp den Besen. Ich bin schon immer die so, das muss immer ganz klar und genau sein. Und nein, heute nicht. Heute muss es nicht so sein. Heute kann es einfach sein, wie es gerade kommt. Und wenn ich ja dann blättere, tue ich immer zu viel Leim drauf. Wenn ich dann blättere, seht ihr etwas, was ich mache? Ja. Sieht man ja hier hinten immer, ob es mehr oder weniger stimmt. So, aber jedes zweite ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh, hey, ist das cool. Ich finde, es sieht super aus. Oh, genial. Ja, wenn man dann da überhaupt noch gut blättern kann, mal auf jeden Fall. So genial. Ja, genau. Das ist auch noch wichtig, dass man schaut, dass es da nicht allzu fest rauskommt, wenn es dann gerade ist. Aber ich glaube, das haben wir gerade per Zufall geschafft, dass das so ist. Und nicht hier ankleben. So. Hey, mega cool. Ja, was ich auf jeden Fall finde, es ist ja unser Lavendel Journal. Ich glaube, ich muss dann da drinnen noch ganz fest ein bisschen Lavendelmotiv irgendwie drin bringen, damit das seinem Namen auch wirklich gerecht wird. Obwohl wir ja hier vorne drauf schon das wahnsinnig tolle Motiv haben. Aber, wie man sieht, hat es noch ganz viel Platz, um irgendwelche Sachen reinbasteln und auch vor allem, um irgendwelche Sachen aus Stoff reinzubasteln. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!